Durch Stiebel, vier Wend mit zerflickte Scheiben, a bäckersche Räuben verstäubt wie ein Mehl, und Strahlen von der Sonne wie goldene Täuben pflegen tanzen in der Früh auf dem nerdenem Diel. Shalom Aleichem. Heint wollen wir reden wegen dem größten Dichter und Dramaturg Hei Leivik, von der Reim Leivik Halpern, wo ist geboren geworden dem 1. Dezember 1888 in dem weißrussischen Städtel Ihumen. Früh ist der Räucher Darer Geller Bucher verhabt geworden mit der Revolutionswinden und in 1906 wird arrestiert und vermischt zu 4 Jahren Katerge und später verschickt auf ständig in Sibir. Aber in 1913 geht sich ihm an zu entläufen und kommt in New York. Zu verdienen auf Chiyune ist Leivik geworden ein Tapetenkleber und not der Fach hat ihm gespeist lange Jahren. Drückt sich bei der Klall in die linke, prokommunistische Ausgabes. In den 20er Jahren ist neunt zu der literarischen Gruppe Die Junge und trägt seine Lieder in Iliessens Zukunft. Sein Kiem ist sehr ungestrengt. Bei Tag klebt Tapeten und bei Nacht schreibt seine Lieder und dramatische Poemes. Dafke in jener Zeit werden geschaffen seine apokalyptische, poetische Visions. Das kranke Zimmer, der Wolf und andere. Gleichzeitig arbeitet Leivik über sein dramatischer Poeme Der Golem. Was hat wie geöffnet ihm die Welt von Theater und dem jüdischen Theater, eine poetische Vision von Dramaturgie, was hat sich ausgeführt in die Dramas Schmattes, Anders, Bankrott, Hirsch Leckert, Keten und andere. Die Jahren von Twisse und Hunger haben sich aufgerufen auf sein Gesund. Ein Kranker auf Lungen fährt Leivik in Spivak-Sanatorie in Denver, Colorado. Aber auch dort ist schafferisch. In seiner Ballade von Denver Sanatorium sind nur solche Schures. Von deswegen mein Herz nicht auf Gleben und sollen Gleben aufgehen euch mein Lied, als der, was es in Emerson der Räuben, fällt keures für jedens minsten Glied. In 1937 hat gemacht eine wichtige Reise in Europa und von dort in Eretz Yisrael. In Paris, auf den Zusammenfuhr von dem allweltlichen jüdischen Kulturverband IKUF, ist Leivik ausgeklebt geworden in der zentralen Verwaltung. Noch anschließend dem Ribbentrop-Molotow-Pakt hat Leivik übergerissen alle seine Beziehungen mit dem linken Lager. Nach der Zweiten Weltmalchume in 1946 wird Leivik verbeten, mitzuführen mit der Kulturdelegation vom Kongress in die DP-Lagern von Deutschland. Nachdem ist erschienen sein Buch mit der Scheres Pleite. Leivik wird anerkannt und belohnt und in derselben Zeit kritikiert von seinen Gegnern für zu viel Blut in seinen Liedern. In den 50er besucht wieder Israel, schon Medinas Israel, und wird begeistert davon. Wie eine schöpferische Entdeckung schreibt uns sein Poeme zu Amerika, wo stellt sich die Frage, zu Amerika ist sein Land, sie nicht. In 1958 wird Leivik paralysiert. Später hat Emetzer geschrieben, als die, was haben gesehen, dem Dichter in sein letzter Upkimmenisch, weil das Bild
mittrugen mit sich aufständig. Hey Leivik ist gestorben dem 23. Dezember 1962. Ich such nicht, dass mein Leben ist vergangen. Ich such nur, als die Sonne vergeht in Jam. A keilig dicker Feier, wo es zint noch und dem Meiref mit der Flamme.